Shit. Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Gabirano. Ihr seid hier gesponsert bei Weirdo. So gut. Heute werde ich Zeitung lesen. Weil ich lese so viel Zeitung, ihr wisst, wie ihr wisst, oder? Ihr wisst, sie wissen. Alle wissen. Alle wissen es. Hallo. Tagesanzeiger lese ich, oder? Weil er kostet 4,20 Franken. Wegen 420. Das ist die Zeitung von heute, 8. März 2019. Und ich bin auch da am Blättern oder am Lesen. Ganz aufmerksam natürlich, oder? Es gibt wirklich Leute, die die ganze Zeitung lesen. Es gibt auch Leute, die wissen, wie man eine Zeitung hat und liest, weil ich weiß nicht. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Seit ich klein bin, ich bewundere die Leute, die einfach lesen. Schau mal, wie gross der Scheiß ist, oder? Studier, wie gross so ein Blatt ist. Ja. Zuerst. Wie Busch? Hey! Bro, hey! Hey! Falsch, normal, falsch! Wieso kann ich nicht? Normal, falsch, egal. Das ist die von mir, Mann! Nicht! Das ist doch die! How I walk back into the club after I puked. Ist nicht die? Ich kenne sie nicht von meinem Nummer, ich kenne sie, ich weiß, ich interessiere mich voll für Politik, also ich weiß, wer das ist, das ist Premierministerin Theresa May. Das ist schon schade. Schon schade, dass ich meine, ich bin 20 und ich weiß nicht mal, wer das ist, also ich bin weißt du, ich kenne sie nur von meinem. Die Verschiebung des Brexit ist fast unausweichlich. Ich habe keine Ahnung, ich weiß, was Brexit so ist, aber was mir als erstes in den Kopf kommt, das ist unsere Generation, Mann. Ist, dass die immer ein Meme ist, Mann. Sie ist eine Politikerin, Bro. Die musst du ernst nehmen. Und das erste, was ich denke, Politiker werden nicht mehr respektiert, Mann. Ich kann Ihnen das zeigen. Im Tagesanzeiger. Ich habe mal ein Interview gegeben mit mir, aber es ist letztes schon lange her. Ich habe zuerst nur das gelesen. Da steht unsere Jugend. Das Bild ist auch ganz geil. Oh mein Gott. Schau mal das Teil. Schon mutig, oder? Da steht da, ich würde jedem in der Schweiz empfehlen, eine Ausbildung abzuschließen, denn auch ich weiß, dass mein Abbruch eine Dummheit war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht habe ich es gesehen. So. Zeitungen, weißt du, wenn sie die interviewen, sie schreiben auch nicht Ace to Ways, was du gesagt hast. Aus dem Move, weil oft stotterisch ja auch. Und da ist echt so, mit dem Text, das zeigt irgendwie, Gabi weiss, dass er eine Dummheit begangen hat, oder er bereut es. Nein, Mann, ich bereue es nie. Ich bereue es nie. So habe ich gedacht, weißt du, so, what the fuck, Mann? Was schreiben sie einfach dorthin, dass ich einfach bereue, was ich gemacht habe? Ich bereue es nie. Das ist eine der geilsten Entscheidungen von meinem Leben. Weißt du, einfach, aber es war einfach nicht eine Entscheidung, weil ich Lust hatte, aber es ist einfach, weil ich einfach selber ich bin voll selber schuld war, weil ich die Schule einfach verkackt, weil ich einfach nicht, ich bin nicht in die Schule gegangen, ich hatte keine Lust mehr gehabt und ich bin halt in der Videowelt, Aufträge da, dies, das, Aufträge, dies, da, und dann Geld verdienen, obwohl du noch bei den Eltern lebst, noch nie geschafft früher, oder? Oder? Da bist du so, fuck, ey, big Schulmann, oder? Direkt, oder nicht? Ich weiß nicht, so bin ich in meinem Kopf so. Ich habe es nicht gezeigt, oder? Weil a nigga trying to stay humble, oder? Einfach, ich bin auch nicht mit der Schule gegangen, ich bin einfach sehr viel verpasst. Und dann an der Matur, im Gimmi, also am Ende vom Jahr, bin ich durchgefallen. Aber ich bin wirklich ganz bewusst durchgefallen. Also, ich wusste, dass ich verkacke. Ich bin mit 5 Minuspunkten an der Matur, Mann. Die Matur war der einzige Test, wo ich nicht gehofft habe, dass ich es schaffe. Ich habe nicht mal ein bisschen dran. Es hat keinen Glauben gehabt. Ich habe einfach null dran glauben. Weißt du, manchmal, wenn du einen Test verkackst, wenn du nicht wirklich gelernt hast, dann hoffst du noch, oder? Dass du vielleicht durchkommst. Du sagst dir noch so selber so, ja, es könnte sein, man weiß es nicht, oder? Aber nein, Matur ist wirklich so, ich habe das Blatt angeguckt, ich so, hallo, Sam, ich bin gefickt! Und plus, ich hab beschissen gehabt. Ich hab voll beschissen gehabt. Ich hab mein Handy gehabt, ich hab 5 Leute aus dem
habe ich vergessen. Ich habe Gimmi, Maturprüfung, beschissen, Mann, im Mathe. Das darfst du nicht. Ich habe das Handy einfach dabei gehabt. Ich habe eines von meinen vielen Handys, die nicht mehr funktionieren, einfach abgegeben. Wenn man das Handy abgeben muss. Und dann mein anderes Handy in der Eier gehabt. Nein, weil ich bin ganz vorsichtig an die ganze Sache her. Also in der Eier, das Handy in der Eier gehabt, ich weiss noch, ich war so paranoid. Ich meine, jetzt einfach in der anderen Tasche, also sie ist nicht abgetastet wie im Flughafen, also keine Ahnung wo. Aber dann habe ich das Handy, ich habe wirklich schamlos, Bro, habe ich Maturprüfung, Mathe. Weil Mathe habe ich gewusst, Mathe kann ich noch vielleicht beschissen. Ich weiß nicht wieso, obwohl ich voll beschissen bin, habe ich dort einfach beschissen, weil ich es versuchen, obwohl ich gewusst habe, ich verkack's. Ich hatte Kontakt gehabt mit Leuten, die gut sind in Mathe, habe ich kontaktiert am Tag vorher. Ich so, hey, seid der Monat von dann bis dann frei, ich brauche eure Hilfe für meine Matheprüfung, Gimmi-Prüfung. Und das Problem war, ich habe 5 Leute geschrieben. 5 Leute habe ich angeschrieben, weil ich habe nicht gewusst, welche bei der Zeit von der Matur, vom Test, aktiv wird sie, am Handy wird sie, oder? Da habe ich einfach allen das gesehen und dann im Test habe ich nicht mal in einer Gruppenchat da. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich überlegt habe. Und dann habe ich mein Handy vorgenommen. Das ist meine Base, recht lang, oder? Hoch und du siehst es nicht. Ich kann mein Handy auch da so auf den Schoß legen und dann siehst du es einfach nicht. Es ist nicht zu tief, weißt du? Es ist nicht unter dem Tisch, dass man das Handy wieder sieht. Mein Knie ist wirklich, es ist ja höher als der Tisch eigentlich fast, oder gleich auch wie der Tisch. Darum siehst du es nicht. Darum war die ganze Zeit am Handy so, bla bla bla, durchgeschwert. Und dann fürs Abfotografieren habe ich mein Handy so genommen, so. Weil der Lehrer ist gerade vor mir gsi, habe ich mein Handy so genommen und habe den Finger da beim... Ich erkläre einfach, das ist eine Anleitung für euch. Es ist verdammt einfach zum Cheaten, aber du musst einfach genug Cheat sein, du musst einfach genug intelligent sein im Cheaten selber. Ich bin Anfänger in dem, aber es war einfach. Ich habe hier ein Foto gemacht, weißt du, so, beim Volumen. Dann ist das Handy so gehabt und dann ist es so da, als würde ich denken. Bro, das Handy ist wirklich so gewesen. Jeder rund um mich hat mich gesehen. Aber es war mir scheißegal, weil ich wusste, die Snitchen nicht auf mich. Und der Lehrer war vorne dran. Und schau, sieht man es so? Ich bin so, ja, so habe ich gefüttert. Sieht man es? Ja, so habe ich gefüttert, genau. Und ich also da, als würde ich nachdenken. Unglaublich, unglaublich. Ich habe alles gefüttert, alles geschickt. Den Rühl habe ich auch nicht geschickt, habe gleich verkackt. Weil das Problem war, es waren 5 verschiedene. Also für jede fucking Antwort hat mir einer eine andere Antwort geschickt. Weißt du, ich habe nicht gewusst, welche Antwort richtig ist. Es sind auch zwar Studenten, aber die waren schon lange nicht mehr im Gimmi und die Fragen waren schwierig. Ich bekomme für jede Frage 5 verschiedene Antworten. Also 5 verschiedene Lösungswege und 2 haben die gleiche Antwort gehabt, aber 3 andere haben komplett anders gehabt. Und dann hat es mich gefickt. Und, aber es hat gleich Spass gemacht, irgendwie so mit denen zu schreiben. Es war eine gute Erfahrung, die Maturarbeit. Es war lustig. Ich habe gelernt, wie man beschießt mit dem Handy. Und ich konnte jetzt auch weiterleiten für Leute, die am Test gerne beschießen mit dem Handy. Aber wichtig ist, du musst ein altes Handy haben. Ich will nicht so ein grosses Handy wie das da. Egal, genau. Und jetzt habe ich Matur verkackt. Der Scheiß, es steht die ganze Zeit ab. Es steht immer ab, weil meine Kamera, ich hoffe, das ist das letzte Mal, wenn ich filme. Ich hoffe, ich kann jetzt schnell alles sagen, was ich weiß gar nicht, wo ich war, Mann. Irgendjemand hat mir jetzt geschrieben, so, weil ich habe den Artikel in meiner Story da, dann habe ich so dazu geschrieben, so, weißt du, als Ergänzung zu dem Ganzen. Und ist gleichzeitig die geilste Entscheidung von meinem Leben gewesen. Und dann habe ich mir geschrieben, aber bleibt in der Schule, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen wollt. Ich habe gewusst, was ich will und ich habe eine Chance bekommen. Und der schreibt, Alter, bist du dumm, das sollst du für dich behalten und nicht sagen, jetzt denken sie, ja komm, ich mach's auch schön, dass es bei dir geklappt hat, aber von den 1000 Leuten kommt einer durch und schafft es. Man kann auch nicht wissen, was man macht und ein Jahr nochmal in die Schule oder wenn es reicht,
Was lenkt Gym machen? Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, er hat Schiss, dass Leute durch meine Story sagen, hey! Jo, Gabi hat gesagt, es klappt, hast du gesehen, Gabi hat es geklappt, hey, jo, ich mache jetzt nicht so. Nein, Mann, so meine ich das nicht. Ich habe gemeint, wenn du weißt, du hast da eine Chance, du hast da einen Weg, da irgendetwas zu machen. Und irgendwie, dein Herz sagt das schon. Also ich habe vieles, was mich hierher gebracht hat, weil ich vor allem auf mein Herz gehört habe. Alle haben mir gesagt, wiederhol das Jahr. Alle haben mir gesagt, geh in die Schule. Alle haben, aber irgendwie habe ich mehr einfach den Spass wollen, weil es ist einfach so, es ist so geil, wenn du einfach das, was du schon immer machen als kleines Kind, und dann plötzlich hast du die Chance, das zu machen und dann verdienst du noch Geld dazu und dann, keine Ahnung, es ist anders. Als irgendwie, wenn du bist in der Schule machst nichts und hast einfach keine Lust auf Schule und dann sagst du, hey, im Fall, mach jetzt YouTube-Videos. Nein, ich bin einfach nicht das Beispiel vom vorbildlichen Schüler, oder? Überhaupt nicht. Bin ich nicht. Und in dem Artikel sage ich es ja auch. Zuerst, als ich das gelesen habe, der Anfang da, wo sagt, ja, es war eine Dummheit. Es ist klar, für die Allgemeinheit ist es dumm, wenn man so denkt, hey, in der Schule, in der Schweiz meine ich, hat man so ein gutes Schulsystem, das so gut, es ist so einfach, ich meine, zum sicher sein, oder? Zum sicher sein ist das Schweizer Schulsystem perfekt. Ich meine, es ist dumm, einfach das alles aufzugeben. Aber irgendwie, es ist mir etwas anderes gegeben worden, oder? Ich habe wie etwas anderes gehabt. Und wenn man die Wahl hat, weißt du, ich meine, die Schule wäre Plan B gewesen, aber Plan A war schon immer mein Traum gewesen, oder? Also, Plan A war schon immer Comedy gewesen. In meinem Kopf da. Irgendwie habe ich gespürt, das ist irgendwie das, was ich mache. Leute, die ich sehe im Fernsehen Stand-up machen, ich dachte, wow, das kann ich sicher irgendwann oh Mann, das wollte ich auch machen. Und wenn du das hast und das, was du nicht so willst, oder? Aber es gibt eine Sicherheit, oder? Es gibt eine Sicherheit, falls was, Mann. Dann habe ich gedacht, fuck, man, scheiß auf das, mache ich den geilen Scheiß, das, wo ich das Gefühl, weißt du, so, ich bin motiviert, zum den Weg gehen und nicht die Schule. Oder? Vor allem, wenn ich schon verkackt habe. Aber schon vorher hatte ich die Einstellung gehabt, also schon ein Jahr vorher, als ich schon verdient habe mit dieser Karriere, mit diesem Weg, ich weiß doch nicht, was es ist. Ich habe etwas aufgebaut neben der Schule, wo ich eine Zukunft drin gesehen habe. Und das ist, ich habe gesehen, oh, hey, ich kann von dem leben, dann gehe ich mit dem. Aber dann sind sehr viele Konsequenzen mit dem mitgekommen, oder? Ich musste erwachsen werden. Mein Vater hat gesagt, okay, du gehst den Weg, du gehst auch in deine eigene Wohnung. Dann bin ich ausgezogen, in eine WG mit meiner Cousine und ihrer besten Kollegin. Ich bin mit Frauen in einer WG, das war noch cool, weil ich meine, sie waren wie Mütter, sie haben alles gemacht. Ich meine, sie haben mir gesagt, Gabi, wir wissen, du bist unfähig. Darum, deine Aufgabe ist, einfach den Köder rauszubringen. Ja, jedenfalls, ich musste alles auf selber zahlen, oder? Mit dem Einkommen, das ich hatte. Ich habe zuerst bei den Eltern gelebt, Schocki-Leben. Und dann bin ich ausgezogen. Und dann hat es geheißen, ja eben, also Miete, Krankenkasse selber zahlen, AHV, weil ich bin selbstständig, oder? Egal, das ist scheißegal, das interessiert niemand. Jedenfalls, einfach zum Sagen, bleib in der Schuhe. Bleib in der Schuhe. Was für Reaktionen erhältst du von deinem Umfeld, wenn du sagst, dass du von Beruf Influencer bist? Ich sage nie, dass ich Influencer bin. Das sage ich nie. Das willst du nicht sagen. Das Wort Influencer ist von den Medien so gefickt worden. Jetzt bin ich fertig mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und genau. Man sieht sich nächste Woche. Peace! YouTube. Hey, so, hey, so, heute, hey, so, Bro, ciao, Mann, so.